Guten Abend, meine Damen und Herren. Hunderte DDR-Bürger haben heute eine Veranstaltung an der ungarisch-österreichischen Grenze zur Flucht in den Westen genutzt. Anlass war ein sogenanntes paneuropäisches Fest an einem ansonsten geschlossenen Grenzübergang bei Sopron. Also der eiserne Vorhang von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer machte eigentlich nur Sinn, wenn nirgendwo ein Loch war. Weil wenn irgendwo ein Loch war, dann konnten die DDR-Bürger ja durch. Mondják a szocializmust. A helybeliek Szentmargit-bányáról jó néhányan összesereglettek, útlevéllel várakoztak, hogy átmennek piknikelni Magyarországra, ami az ő részükről is egy érdekes színfolt és érdekes kirándulásnak indult. 4:44 tájékán magyar oldalon összesereglett jó néhány ember, a határőrök kapu előtt álltak és úszintén várakoztak. Kurze Pause, so hat das Helmut Kohl mal geschildert. Und dann kam die Antwort von Gorbatschow, die Ungarn sind gute Leute. Und damit war klar, dass die Sowjetunion nichts dagegen unternehmen würde und die DDR eben allein auf sich gestellt war. Igen tisztelt Naibert államtitkárasszony, igen tisztelt dr. Gulyás Gergely országgyűlési alelnök úr, igen tisztelt országgyűlési és önkormányzati képviselő asszonyok és urak, tisztelt dr. Magas László elnök úr, tisztelt Frank Spengler képviseletvezető úr, tisztelt Antal Péter igazgató úr, igen tisztelt Kozma Imre atya, kedves egykori szervezők és kortanúk, kedves németországi vendégeink, tisztelt hölgyeim és uraim! Sopron városa az elmúlt években több alkalommal is olyan tudományos konferenciának volt a helyszíne, amelynek témája az 1989. augusztus 19-én történt események részletes felidézése. 2009. augusztusában részben a 20 éves évforduló, részben pedig azt kínálta apropót, hogy a nevezetes határáttörés forrásai már széles körben kutathatóvá váltak, és az események számos olyan vonatkozása is feltárult, amelyről a kortárs résztvevők értelemszerűen vajmi keveset tudhattak. Második alkalommal egy szomorú esemény, nevezetesen a páneurópai piknik fővédnöke, Habsburg Ottó halála inspirálta Sopron városát, hogy 2011. novemberében
rá is emlékezve szélesebb, évszázados visszatekintésben idézzük meg újra az európai újraegyesítés előjátékát jelentő eseményeket. A mostani konferencia apropója a sorsfordító történelmi esemény 25 éves évfordulója adja. Annak az eseménynek, melyet a II. Világháború vége óta a kettéosztott Európában történelmi fordulóként tartanak számon. Ekkor ment végbe a kontinens politikai, stratégiai szempontok szerinti szétválasztó, bár időközben meglehetősen elrosdásodott vasfüggöny leomlása, illetve lebontása. A történtek jelentőségét növeli, hogy ilyen horderejű változások az európai történelem megfigyelhető algoritmusa szerint korábban vérrel és vassal következtek be. Aligha becsülhető eléggé, hogy a kontinens történelmének legutóbbi gyökeres fordulata ezúttal lényegében békésen, háborús tömegpusztítás nélkül zajlott. A másik sajátossága volt a fordulatnak, hogy nem a modernkori politika meghatározó, intézményesült aktorai, pártok, illetve regnáló kormányok voltak, a kezdeményező és kiteljesítői, hanem a civil szerveződések által generált tömegmozgalmak. Különböző országok egymással kapcsolatot találó és szót értő állampolgárai voltak a történelem alakító tényezők. Az egyik legnagyobb horderejű változás köztudottan a német kettéosztottság megszüntetése volt. Mindazonáltal a német újraegyesítés nem a világszerte ismert sokkoló jelkép a berlini fal leomlásával kezdődött, hanem itt, a páneurópai pikniken, a magyar-osztrák határ mentén. A történelmet sokszor névtelen hősök bátorsága alakítja. Az itt lezajlott határáttörésen is néhány ismert, sok névtelen magyar és német ember hősies viselkedése szabott határozott irányt a történelemnek. Az emberek szabadság iránti vágyát és elkötelezettségét ékesen bizonyította az 1989-es esemény. A mostani konferencia akárcsak holnap Európa újraegyesítésének és a nagybetűs szabadságnak, a páneurópai pikniknek a 25. évfordulóját ünnepeljük. Végezetül engedjék meg, hogy 5 év elteltével a 2009-es hasonló évfordulóhoz képest megemlítsem, hogy azok a személyek, akik valamilyen módon részesei voltak az eseménynek és kortanúk, azok közül bizony már vannak, akik elhagytak minket, és most engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a szomszédban Szentmargitbányán volt polgármestere, abban az időben 89-ben Andreas Vacha a közelmúltban elhunyt. Engedjék meg, hogy megköszönjem a szervezőknek azt a munkát, amivel ezt a konferenciát létrehozták. Nevezetesen 2 szervezetnek szeretnék köszönetet mondani, a Konrad Adenauer és az Antal József Tudásközpont alapítványoknak, akiknek a támogatásával ez a mai napi konferencia létrejött. Sok sikert kívánok a konferenciára, és azt kívánom, hogy minél több új, friss ismeretre tegyünk szert erről a fontos, Európa számára és nagyon fontos eseményről. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelettel köszöntöm a konferencia előadóit
és kedves érdeklődő vendégeinket! Néhány évvel a páneurópai piknik után, amikor a világ kezdte felismerni az esemény történelmi jelentőségét, a szocialista világrend lebontásában betöltött szerepét, mi szervezők azt vettük észre, hogy a piknikről egyre többen és egyre érdekesebb változatokban adják elő az akkor történteket. Olyanok emelték magukat és másokat piedesztára, akik soha még a helyszínen és a helyszín közelében sem jártak. Már-már a vörösingesekhez hasonlítottuk magunkat, akikről egyszer Garibaldi mondta a szicíliai partra szállás évfordulóján, milyen kevesen voltunk, és milyen sokan lettünk. Úgy gondoltuk, hogy a történelmi hitelességet nekünk, szervezőknek kötelességünk megőrizni. Ezért többek között ezzel a céllal is hoztuk létre a Páneurópai Piknik 89 alapítványt. Ezt a célt jól szolgálják a kerek évfordulókon megtartott konferenciák, a konferenciákról készült kiadványok és a könyvek. Persze ezek az ellentmondások most 25 évvel a páneurópai piknik után is fennállnak. Mi soproniak a mai napig nem ismerjük a debreceni szervezést teljes valóságában. És úgy gondolom, és úgy érzem, hogy ez fordítva is igaz. Nem ismerjük az akkori hatalom háttérmunkáját. Nehéz az igazságot kihámozni, néha egymásnak homlokegyenest ellentmondó történetekből. A még élő szervezők mára vagy hátat fordítottak a politikának, vagy a politikai paletta különböző oldalán állnak. Mi egykori szervezők öregszünk, és hamarosan elfogyunk. Ezért aktuális lenne, ha egy fiatal történész feladatául kapná a piknik mindenki által elfogadott tényfeltárását. Erre az alapítvány egyszer már tett kísérletet. Szájer József, városunk egykori országgyűlési képviselője, ma Európa parlamenti képviselő, a terrorháza megnyitása után Schmidt Máriától kapott erre ígéretet. Sajnos a 2002-es politikai fordulat ezt megakadályozta. Alapítványunk nevében köszönöm Konrad Adenauer Alapítványnak, hogy hosszú évek óta nagy empátiával gondozza a páneurópai piknik szellemi örökségét Magyarországon és Németországban egyaránt. Köszönöm továbbá az Antal József Tudásközpontnak, a Polgári Magyarország Alapítványnak a konferencia megszervezésében kifejtett tevékenységét. Úgy gondolom, hogy ez a két konferencia jól szolgálja a páneurópai piknik hiteles bemutatását, rávilágít hazai és nemzetközi jelentőségére, és felismerést ad a tényfeltárás további szükségességére. Ehhez kívánok sikeres tanácskozást! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, személyes leszek, ugyan én nem jártam itt akkor a határsáv felbontáskor, de mindenkinek megvan a maga 1989-es története. A magyar sajtóban dolgoztam annak idején, a Magyar Távirati Irodában, illetve a Reformnál, és abban az időszakban minden fontosabb eseményen részt vettünk. A fotóriporteri tevékenység az nem gerjeszti, hanem rögzíti az eseményt, de elmondhatom azt, hogy akár a Nagy Imre temetéstől a szovjet csapat kivonásáig, vagy a román forradalomig nagyon sok helyen ott voltam. 89 tavaszán az akkori barátnőm, aki a Humboldt Egyetemre járt, egy FDJ kongresszus volt, és a FDJ-osok, ami az ottani KISZ, az NDK KISZ,
Zárt sorokba vonultak Berlinbe, kinéztem nála az ablakon, és azt mondtam, hogy évekig nem lesz változás. Fél év múlva nem volt berlini fal. 89 varázslatos év volt, és nagyon jól emlékszem arra, amikor újságíróként egy kollégámmal elmentünk egy rendőrtábornokhoz, és ez a Gross fehérterroros beszéde után volt, és azt mondta, hogy ezeknek az alternatív szervezeteknek semmi esélye Magyarországon. Szerencsére tévedett, és megéltünk sok mindent. Én 64-ben születtem, és a középiskoláimat úgy töltöttem, hogy éreztük a rendszer erjedését, de nap mint nap már nem ütköztünk a hatalommal. Az egyik osztálytársam a forradalom 25. évfordulóján a Petőfi szobornál letett egy szál virágot. Perceken belül elvitte a rendőrautó, és utána megpróbálta beszervezni, az akkor még nem tudtuk, hogy így hívják, a 3x3. Hogy miért mondom ezt? Hogy vannak az eseményeknek és a történelemnek névtelen hősei, az akkori osztályfőnököm, illetve az igazgató közbenjárásával a rendőrségnek az ifjúságvédelmi osztálya, még nem megvédte az ifjúságot egyébként, kereste meg az osztálytársamat, mire az igazgatónő azt mondta, hogy idegrendszeri problémái vannak a lánynak, és hogy az elhárítás szálljon le róla. A lány később öngyilkos lett egyébként, és meg is halt. De hangozzék el a neve, Fekete Ivánénak hívták az igazgatómat, fantasztikus ember volt, nagyon sokat köszönhetek én is neki. 80-as években apám, amikor Gorbacsov hatalomra jutott, rendkívül szkeptikus volt, mert azt gondolta, hogy ha tovább fejlődik a akkor glásznoszt, illetve peresztrojkának hívott időszak, akkor előbb-utóbb a hadsereg, mármint az orosz hadsereg, megbuktathatja Gorbacsovot. Az az érdekes, hogy amikor a sajtóban dolgoztam szintén, és egyszer Gross Károlyal volt egy életrajzi interjúnk, és sikerült kétszer több órát beszélgetnem Grosszal, akkor elmondta, hogy Kádár Jánosnak is ez volt a véleménye, hogy nagyon tartott attól, hogy a demokratikus átalakulás veszélybe kerül. Számomra a rendszerváltozás lezárása, a rendszerváltoztatás lezárása az első demokratikus választás volt, és fantasztikus, amit átéltünk, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm, hogy megélhettem ezt az időszakot, és mint mindig haza beszélek egy kicsit. A Tudásközpontnak idén ez a varázslatos év, a hidegháború lezárásának az éve, és a máltai találkozónak lesz a 25. évfordulója, és egy konferenciát szervezünk erre a hidegháború lezárása, illetve a mai világhelyzetet hogyan tudnánk leírni. Én nagyon köszönöm a meghívást, köszönöm a partnereinknek, kiváló embereket ismerhettem meg, amikor többször jöttem Sopronba, akkor igazi lokálpatriótákkal találkozhattam, és nagyszerű partner Spengler úr a Kastól, és még egyszer, én nem látom ugyan a munkatársamat, de személyesen szeretném neki megköszönni, Gelencsér Ágnesnek, aki ennek a nagy napnak volt a főszervezője, és szerintem megérdemel egy tapsot. Köszönöm mindenkinek. Sehr verehrter Herr Bürgermeister, sehr verehrte Ehrengäste, meine Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung zu der Jubiläumsveranstaltung 25 Jahre paneuropäisches Picknick und Grenzdurchbruch von Sopron sehr herzlich begrüßen. Meine Damen und Herren, wir sind heute zusammengekommen, um einen Blick auf die demokratische und freiheitliche Entwicklung in Europa und der Welt zu werfen. Aber vor allem sind wir an diesem historischen Datum versammelt, um an die Ereignisse vor 25 Jahren
zu erinnern. Was als ein Picknick mit eher symbolischen Öffnung des Eisernen Vorhanges von Organisationen der Bürgergesellschaft angedacht war, ermöglichte über 600 Bürgern aus der damaligen DDR die Flucht aus dem real existierenden Sozialismus. Das paneuropäische Picknick am 19. August 1989 in Sopron war ein friedlicher und entscheidender Schritt zur Wiedervereinigung des durch den Kalten Krieg getrennten Europas. Sopron wurde für viele Menschen aus Mittel- und Osteuropa das Tor zur Freiheit. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat anlässlich der Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag des Picknicks dazu Folgendes erklärt und ich zitiere: Die kurze Öffnung des Grenztores besiegelte im Grunde die Unumkehrbarkeit. Dieses Grenztor konnte nie wieder geschlossen werden. Es hat nur noch wenige Monate gedauert, bis die gesamte Mauer des Kalten Krieges in sich zusammenbrach. Zitat Ende. Vor allem wir Deutsche sollten niemals vergessen, was in dieser Region in dem Schicksalsjahr 1989 geschah. Ich freue mich daher sehr, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, Frau Katharina Landgraf, Herr Andreas Nick, Herr Michael Stübgen und Herr Arnold Parz, sowie die Staatssekretärin in der Thüringer Staatskanzlei und stellvertretende Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Frau Hildegund Neubert, heute unter uns sind und so die tiefe Verbundenheit Deutschlands mit Ungarn, unserem Nachbarn ohne Grenzen, wie es Bundestagspräsident Professor Lammert einmal formulierte, zum Ausdruck bringen. Meine Damen und Herren, es sind auch viele Zeitzeugen, Freundschaftsgruppen und interessierte Sympathisanten Ungarns aus Deutschland zu diesem Jubiläum angereist. Ihnen gilt mein besonderes Willkommen. Wir erinnern uns heute in Dankbarkeit auch an all jene, die es ermöglicht haben, dass viele unserer Landsleute friedlich die Grenze überwinden konnten. Ich denke dabei in erster Linie an die Stiftung Paneuropäisches Picknick 89, in der sich viele Initiatoren und Ideengeber für diesen Tag zusammengefunden haben. Nicht alle können heute anwesend sein. Unsere Konferenz ist zwar zeitlich begrenzt, nicht aber unser Dank an alle, die sich Verdienste für die Freiheit erworben haben und heute nicht mit und zu uns sprechen können. Höchste Anerkennung möchte ich auch denen aussprechen, die heute hier sind und durch ihren großartigen humanitären und karitativen Einsatz sich für die vielen hundert DDR-Flüchtlinge eingesetzt haben. Ich möchte diesbezüglich vor allem den Malteser Hilfsdienst nennen, der heute vertreten ist durch seinen Präsidenten Imre Kosma. Mein Dank in diesem Kontext gilt auch den verstorbenen und damaligen Europaabgeordneten Otto von Habsburg. Und dem ungarischen Staatsminister Imre Poschka, der unter uns ist, die seinerzeit die Schirmherrschaft über das historische Ereignis übernommen hatten. Ein besonderer Dank geht auch an den ungarischen Ministerpräsidenten des Revolutionsjahres 1989, Miklos Németh, der für seine Verdienste erst im Juni dieses Jahres in Thüringen aus der Hand der thüringischen Ministerpräsidenten mit dem Paul-Eiffer-Preises des Kuratoriums Deutsche Einheit ausgezeichnet wurde. Er kann heute nicht bei uns sein. Aber Sie können gerne applaudieren. Meine Damen und Herren, der Namensgeber unserer Stiftung Konrad Adenauer hat einmal gesagt, unser Ziel ist es, dass Europa einmal ein großes, ein gemeinsames Haus für
für die Europäer sein wird, ein Haus der Freiheit. Hier in Sopron wurde am 19. August 1989 im Rahmen des paneuropäischen Picknicks, wie Bundeskanzler Helmut Kohl einmal sagte, der erste Stein aus der Mauer gebrochen. Mit diesen Steinen haben wir sozusagen das europäische Haus, von dem Konrad Adenauer sprach, weiter aufgebaut. Ich freue mich auch besonders, dass Josef Sayer, er ist noch nicht hier, aber er wird heute Nachmittag zu uns sprechen, er ist der Europaabgeordnete aus Sopron, zu den Perspektiven eines freien Europas heute Nachmittag sprechen wird. Meine Damen und Herren, die Menschen in Mitteleuropa haben für das europäische Haus viele Opfer gebracht und lange auf ein Leben in Freiheit gewartet. Aber auch wir Deutsche haben lange gewartet auf eine Einheit in Freiheit. Wir erinnern heute an den Grenzdurchbruch, daher nicht nur um Dank zu sagen, sondern vor allem auch um die Lehren aus der gemeinsamen Erfahrung mit totalitären Systemen an die jüngere Generation weitergeben zu können. Ich freue mich daher sehr, dass Jugendliche und junge Erwachsene an der Veranstaltung teilnehmen. So ist auch in diesem Jahr wieder eine Gruppe von Schülerinnen des Gymnasiums St. Augustin aus Grimma in Sachsen angereist. Sie werden ihr Buch und ihr Video über ungarische Zeitzeugen des Picknicks vorstellen. Auch Ihnen gilt ein ganz herzliches Willkommen. Meine Damen und Herren, gerade wir Deutsche und Ungarn haben unter den nationalsozialistischen und kommunistischen Diktaturen besonders schmerzhaft erfahren müssen, was es bedeutet, wenn die bürgerlichen Grundrechte außer Kraft gesetzt werden. Die Konrad-Adenauer-Stiftung fühlt sich daher einer demokratischen Entwicklung und einer verantwortungsvollen Erinnerungskultur in Europa besonders verpflichtet. Die Stiftung hat sich deswegen in den vergangenen Jahren in vielfältiger Weise gerade hier in Sopron engagiert. Ich freue mich sehr, dass ich diese von meinem Vorgänger begonnene Tradition fortsetzen kann. Ich möchte daher besonders Hans Kaiser begrüßen. Lieber Herr Kaiser, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute nach Sopron gekommen sind und so die Kontinuität der freundschaftlichen Verbundenheit mit der Stadt Sopron und Ungarn zum Ausdruck bringen. Dank sagen möchte ich auch den Vertretern der Wissenschaft, die heute ihre Kenntnisse mit uns teilen, und den Vertretern der ungarischen Regierung. Besonders dem Vizepräsidenten der ungarischen Nationalversammlung, Gergely Gulyás, können Sie auch klatschen. Und auch der Staatssekretärin Monika Ballatoni, die mit ihren Beiträgen diese Tage unterstützt haben. Meine Damen und Herren, ich möchte abschließend der Stadt Sopron, vor allem Bürgermeister Tomáš Fóda, dafür danken, dass wir wie in den vergangenen Jahren die Erinnerung an das Picknick und damit im Streben nach Freiheit gemeinsam wachhalten können. Danke auch an Peter Antal, dem Leiter des Josef Antal Wissenszentrum. Und ich freue mich auch, dass Frau Clara Antal heute unter uns ist. Und natürlich mein Dank geht auch an Laszlo Notch, dem Sekretär der Stiftung Paneuropäisches Picknick 89, für die immer gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, nicht nur zur Durchführung dieser Veranstaltung. Ich wünsche Ihnen allen noch einen besinnlichen Tag und würde mich freuen, Sie auch morgen zu unserer Gedenkveranstaltung hier wieder begrüßen zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich darf nun Herrn Moderator, Herrn Koritz, bitten, zu übernehmen. Vielen Dank. Ich freue mich schon so sehr auf die Diskussion, dass ich meinen Freund Gergely Gulyás übergangen habe. Entschuldigung. Aber Excellenciás hölgyeim és uraim, tisztelt polgármester úr, tisztelt államtitkár asszony!
Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem Antal Klára asszonyt, Antal József néhai miniszterelnök úr feleségét, aki a kétnapos rendezvényt jelenlétével megtisztelte. Akkor, amikor arról az átmenetről beszélünk, ami Magyarország számára a diktatúrából, a szabadságba vezetett, nem feledkezhetünk el arról a szolgálatról, amelyet férje 3,5 éves miniszterelnökségével ennek az országnak teljesített. A páneurópai piknik jelentőségét jól mutatja, hogy a világpolitikában gyökeres változást hozó 89-90-es események egyik legjelentősebb állomása volt. Ahogy egy szemtanú és egy résztvevő emlékezik, szó szerint idézem, borult a hivatalos program, de mint később kiderült, egész Kelet-Európa is. Jól mutatja, hogy az a néhány száz ember szabadságba való átlépésével megvalósult történelmi tett, ami itt Sopron mellett 1989. augusztus 19-én megtörtént, milyen nagy mértékben járult hozzá ahhoz, hogy ma Európa egységes, az Európai Unió ma már a vasfüggöny határain túlhúzódik, és milyen nagy mértékben járult hozzá ahhoz, hogy ma azok is szabadságban élhetnek, akiknek a II. Világháború után csak diktatúra és rabság jutott. Külön is köszöntöm ezért azokat a keveseket, akik a páneurópai piknik megszervezésével oly sokakért oly sokat tettek. A páneurópai piknik jelentőségét jól mutatja, hogy átalakult a világ, átalakult a kontinensünk, átalakult Németország és Magyarország sorsa, és Sopron városának sorsa is. Érdemes talán végigvenni, mi történt azóta, és milyen hatással volt a páneurópai piknik a világra, Európára, Németországra, Magyarországra, illetve Sopronra. Az a jaltai világrend, aminél igazságtalanabb és kegyetlenebb nem létezett talán sohasem korábban, 89-90-ben ért véget. Azt mondhatjuk, hogy a jaltai világrend nem a világháború veszteseire és győzteseire osztotta szét Európát, illetve a világ egészét, hanem a vasfüggöny innenső, illetve túlsó oldalán rekedt országokra. Akik a vasfüggönynek a szerencsésebbik oldalára kerültek, azoknak jólét, szabadság és demokrácia juthatott saját teljesítményüknek köszönhetően osztályrészül, akik viszont a vasfüggönynek a rosszabbik oldalán találták magukat, azoknak diktatúra, szabadság és nélkülözés volt évtizedeken keresztül a sorsuk. Azt mondhatjuk, hogy így mi magyarok vesztesek lettünk a vesztesek között, és Németország is a kettéosztottságával ugyanolyan helyzetben találta magát. Németország keleti része nem csupán egy diktatúrát és komoly nélkülözést kellett, hogy átéljen és megtapasztaljon, hanem azt is, hogy családokat családoktól választottak el, rokonok nem találkozhattak egymással, és sokan a szabadságért folytatott küzdelemben életüket áldozták. Itt emlékezem meg Péter Fechterre, amikor először Berlinben jártam, akkor a német újraegyesítést követően egy kiállítás emlékezett vissza azokra, akik a határátlépés során vesztették életüket, és megrendítő volt látni azt a 18 éves fiatalembert, aki gyakorlatilag a két határ közötti senki földjén vérzettel és vesztette életét, azért, mert egy diktatúrából, demokráciába, saját hazájába akart átjutni. Európa sorsára döntő hatással volt az, ami 89-90-ben történt, és ami innen a páneurópai piknik közeléből, Sopronból indult ki. Azt mondhatjuk, hogy Európa egységének a lehetőségét nyerte vissza azzal, hogy véget ért az a borzalmas időszak, amikor vasfüggöny osztotta ketté a legrégebbi kontinenst. Németország számára az újraegyesítés lehetősége történelmi igazságtétel volt. Valóban igaz volt, amit Willy Brandt mondott, hogy nem maradhat örökké megosztva, ami mégis összetartozik. Az az újraegyesítés, ami lehetővé tette, hogy két mesterséges államból egy természetes állam jöjjön létre, azt mondhatjuk, hogy a világ számára megmutatta, hogy egy mesterséges állam létének az értelme kevesebb, mint amennyit a nemzetek önrendelkezési joga ér. Talán nem véletlen,
hogy a páneurópai piknikkel és a szeptember 10-i határnyitással Magyarország 1956 után másodszor került a világpolitika élvonalába, másodszor szóltak rólunk a világsajtó hírei. Azt mondhatjuk, hogy 1989-ben sikerült az 1956-os forradalom és szabadságharc célkitűzéseit beváltani. Ma, amikor naponta tízezrek lépnek át, anélkül az osztrák-magyar határon, hogy egyáltalán észrevennék, hogy itt két ország közötti határ húzódik, akkor látjuk a jelentőségét annak az eseménynek, hogy néhány száz ember átlépésére még 25 év után is emlékezünk. Magyarország és Európa előtt is nagyon nehéz megoldandó problémák állnak. De a 89-es páneurópai piknik ahhoz segített bennünket hozzá, hogy ezeket a megoldásokat demokratikus keretek között szabadon választott kormányok segítségével oldjuk meg. Ezért külön öröm számunkra az, hogy Magyarország és Németország közötti együttműködés az elmúlt 25 évben csak megerősödött, és kisebb, és reméljük csak a lábjegyzethez tartozó viták ellenére ma is Magyarország számára Németország a legfontosabb partner, és ez a következő évtizedekben is minden bizonnyal így marad. A szabadság egy lehetőség arra, hogy az egyén, a közösség és a nemzet egésze a saját jövőjét meghatározza. De ahogy Margaret Thatcher emlékeztetett rá, a szabadság erkölcsi minőség is. Azt reméljük, hogy éppen ezért a szabadság nem értékmentességet vagy semlegességet jelent, hanem az értékek megtalálásához segít hozzá bennünket, és segíti hozzá Németország egészét. Úgy gondoljuk, hogy akkor lehetünk hűek a páneurópai piknik örökségéhez, hogyha ezt a szabadságot mindannyian jóra tudjuk fordítani. Köszönöm a figyelmet! Sehr geehrter Herr Vizepräsident Gulyás, sehr geehrter Herr Bürgermeister Fodor, sehr geehrter Herr Präsident Magasch, sehr geehrter Herr Ontal, auch Ihnen herzlichen Dank für die Unterstützung dieses Symposiums der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sehr geehrte Zeitzeugen hier im Saale, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Konrad-Adenauer-Stiftung, Frank Spengler hat es schon gesagt, unterstützt in all den Ländern, in denen sie aktiv ist, die Erinnerungskultur, das Erinnern an Unrecht und Gewalt, wie auch das Erinnern an den Aufbruch in die Freiheit, in die Demokratie. Und in diesem Zusammenhang sind wir nun also, wie schon viele Male, auch wieder hier in Sopron aktiv. Wir wollen den Beitrag Ungarns, der Ungarn, zur Befreiung der Staaten Mittel- und Osteuropas von der Herrschaft des Kommunismus würdigen und damit auch den Beitrag Ungarns zur Einheit in Freiheit in Deutschland. Heute Morgen habe ich einen kleinen Rundgang durch die Stadt gemacht. An der Grabenrunde gibt es hier ein Denkmal für die wechselvolle Geschichte der Stadt. 3 Figuren markieren die wichtigsten Ereignisse. Eine männliche Figur verkörpert die Gründung der Stadt im Jahr 1277, das Zusammenfinden der Bürger. Die Bürger erringen als Stadt Rechte. Eine zweite Figur markiert die Volksabstimmung von 1921, das Bekenntnis der Bürger dieser Stadt zu Ungarn. Und, was mich besonders freut, eine Frauengestalt symbolisiert die Grenzöffnung 1989, das Bekenntnis der Stadt zu Europa. Hier wurden die ersten Löcher in den eisernen Vorhang geschlagen, Monate bevor in Berlin die Mauerspechte aktiv wurden. Und wer die Bedeutung des paneuropäischen Picknicks ermessen will, der muss sich in Erinnerung rufen, was diese Grenze sowohl hier in Ungarn als auch in der DDR lange Zeit war. Ein Todesstreifen. Man muss es immer wieder sagen, den Kommunisten war ihre Macht das Leben der Untertanen wert.
Sie waren bereit, ihre eigenen Leute zu erschießen, nur weil sie nicht zu ihren Untertanen zählen wollten. Stacheldrahtzaun, Selbstschussanlagen, Minen, Felder, scharfe Hunde und bis an die Zähne bewaffnete Soldaten sollten sogenannte illegale Grenzübertritte von Ost nach West verhindern. In der Gegenrichtung waren die nicht so häufig. Dieser eiserne Vorhang quer durch Europa war immer ein Denkmal der Illegitimität der kommunistischen Herrschaft. Es ging immer darum, die Abstimmung mit den Füßen zu verhindern. Wir hier in Thüringen, nicht hier, wir in Thüringen wissen so gut wie Sie hier in Ungarn, in der Grenznähe durften weder Häuser noch Straßen gebaut werden. Viele Flächen lagen brach, waren für landwirtschaftliche Nutzung unzugänglich. Anwohner wurden deportiert oder unterlagen in ihrem Alltag gravierenden Einschränkungen. Wer hätte gedacht, dass wir diese beinahe unüberwindliche Grenze heute zumindest etwas Gutes abgewinnen können? Denn entlang dieses Grenzverlaufes hat sich das grüne Band, ein Streifen von unberührter Natur, bewahrt. Das Band zieht sich heute von Nord nach Süd quer durch Europa. Wer hätte damals gedacht, dass in den wenigen heute noch erhaltenen Wachtürmen in Ungarn und auf der Rhön Naturfreunde mit ihren Ferngläsern nach seltenen Vogelarten Ausschau halten können oder dass man entlang der Mauerwege zwischen Thüringen und Bayern und Hessen und Thüringen und Niedersachsen wunderbar wandern kann und möglicherweise wird heute noch eine Gruppe von Radwanderern zu uns stoßen, die auf dem Iron Curtain Trail unterwegs sind. Wer hätte vor 25 Jahren das alles gedacht, angesichts des Grauens, das von diesem eisernen Vorhang damals ausging? Allein an der Berliner Mauer und der innerdeutschen Grenze starben mehr als 1000 Flüchtlinge. Der letzte, Chris Geffroy, verblutete in der Nacht vom 5. auf den 6. Februar 1989 an der Berliner Mauer. Nur 3 Monate bevor Ungarn bekannt gab, das Grenzregime nicht mehr aufrechtzuerhalten und zu finanzieren. Während sich in Ungarn bereits die Erkenntnis durchzusetzen begann, dass man seine Bürger nicht ewig einsperren kann, und Ungarn gab sich auch nicht mehr dafür her, die Bürger anderer Staaten einzusperren, da regierte in der DDR noch das Regime der Gerontokraten, der alten Leuteherrschaft mit unverminderter Härte. Und das, obwohl es vielen Menschen schon genügt hätte, nur zum Urlaub oder zu Besuch einmal in den Westen zu fahren. Im Juni 1989 kam zu uns nach Hause ein junger Mann und sagte, da waren doch diese Nachrichten, dass Ungarn uns jetzt rauslässt. Ich will das mal probieren. Ich will einfach mal mir Frankreich angucken. Ich muss mal nach Paris. Am 1. September bin ich wieder da und stehe an meinem Arbeitsplatz. Und er hat uns eine eidesstattliche Versicherung dargelassen, wo stand, ich will mir den Westen angucken und werde wiederkommen. Er ist wiedergekommen und diese Geschichte zeigt, es ging den DDR-Bürgern nicht um das Verlassen der Heimat, um den Verrat an der Heimat, sondern es ging ihnen darum, frei zu sein, frei zu entscheiden, selber sich ein Urteil zu bilden. Die Reisebeschränkungen wurden als Freiheitsberaubung betrachtet. Aber viele andere hatten das Vertrauen in eine Zukunft in der DDR damals bereits völlig verloren. Sie empfanden ihren Alltag wie einen Stillstand der Zeit. Viele der jungen Leute auf den Bildern, die wir sehen, hatten alles erreicht, was man in der DDR erreichen konnte. Sie hatten eine Wohnung, ein Auto, vielleicht ein Haus, eine Familie. Und doch haben sie das alles stehen lassen und sind geflüchtet, einfach weil sie mit 30 noch nicht fertig sein wollten mit dem Leben. Sie wollten eine Zukunft. Und so haben sie reagiert auf die schleichende Verschlechterung der Lebensbedingungen, auf die ständige Mangelwirtschaft, auf das Versagen der Planwirtschaft und auch auf die fortgesetzten Lügen der kommunistischen Propaganda, die weiterhin nur die Siege in den Ernteschlachten und die großen Erfolge der volkseigenen Betriebe kannte. Das widersprach einfach zu sehr der Wirklichkeit. Die Ausreise auch über Ungarn war also
ein Sprengen der Ketten, ein Ausprobieren der Freiheit, ein Entkommen aus diesem Stillstand. Und kaum ein Ort steht so symbolisch für diese Öffnung des Eisernen Vorhangs wie eben gerade Schopron. Kaum ein Ereignis so sehr dafür wie das paneuropäische Picknick am 19. August 1989. Und wir denken dabei auch an die 700 Menschen, die eben diese Chance genutzt haben, die Gelegenheit zur Flucht einfach aufgriffen. 3 Stunden von 15 bis 18 Uhr öffnete Ungarn an diesem Tag die Grenztore, ganz offiziell. Der damalige Bürgermeister der direkt angrenzenden österreichischen Nachbarstadt St. Margareten, Andreas Wahar, Sie haben ihn schon erwähnt, schilderte die dramatischen Ereignisse als Zeitzeuge. Er schrieb, um 15 Uhr war es denn endlich soweit. Ungarische Grenzbeamte öffneten das Gittertor. Von ungarischer Seite kamen Menschen aus allen Richtungen auf das Tor zugelaufen, drückten es ganz auf und strömten nach Österreich. Sie wurden dabei von den ungarischen Grenzbeamten nicht behindert. Die Volksmenge, die auf der österreichischen Seite auf den Übergang wartete, wich zurück und machte einen Durchgang frei. Erst jetzt merkten wir, dass all die Grenzgänger Deutsch sprachen. Viele jubelten, viele weinten, manche umarmten sich, küssten sich, andere knieten nieder und küssten den Boden. Immer wieder hörte man den Ausruf, sind wir in Österreich, sind wir in der Freiheit. Und wenn man draußen in der Ausstellung die Bilder sieht, man spürt diese ungeheure Spannung zwischen einem Jubel, aber auch den tiefen Ernst, mit dem die DDR-Bürger damals diesen Augenblick wahrgenommen haben, die tiefe Besorgnis, die Furcht, die in dem Moment von der Freude über die Freiheit überflügelt wurde. Pünktlich um 18 Uhr, schreibt der Bürgermeister Wahar weiter, wurde das Tor in die Freiheit von den Ungarn geschlossen. Ein ungarischer Offizier reichte einer Flüchtlingsfamilie das im Tumult verlorene Kind über das bereits geschlossene Gittertor nach. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bekomme bei diesen Zeilen auch heute, 25 Jahre später, immer noch eine Gänsehaut und das Herz beginnt zu schlagen. Man muss sich ins Bewusstsein rufen, zu diesem Zeitpunkt war der eiserne Vorhang noch nicht durchschnitten. Die Zäune standen noch, keiner wusste wirklich, was passieren würde. Ungarn hatte unter Ministerpräsident Nemeth einen Reformkurs eingeschlagen, der eine deutliche Annäherung an die europäische Gemeinschaft zum Ziel hatte. In der kommunistischen Bruderschaft unter der Sowjetunion war das nicht ohne Risiko. Das Schicksal von Imre Nagy und Alexander Dubček, der internierten Solidarność-Mitglieder, war jedem der Akteure zweifellos präsent. Aber die ungarische Führung wagte den Test, ob denn die Brezhnev-Doktrin, dass es im sowjetischen Einflussbereich keine abweichende Gesellschaftsordnung geben dürfe, tatsächlich aufgehoben sei. Ungarn hat die Minenfelder und Selbstschussanlagen an der österreich-ungarischen Grenze bereits im Mai aufgegeben, begonnen abzubauen. Zu groß der Aufwand, zu teuer die Nachrüstung, aber vor allem zu menschenfeindlich, zu verkommen in jeder Hinsicht. Je durchlässiger aber der eiserne Vorhang an der ungarischen Grenze wurde, desto größer wurden die Hoffnungen der Deutschen, aus der DDR über Österreich nach Deutschland ausreisen zu können. Im August 1989 konnte noch niemand sagen, welchen Ausgang denn diese Flüchtlingswelle nehmen würde. Was würden die Sowjetunion tun, was die DDR-Führung? Erst wenige Wochen zuvor hatte China die friedlichen Demonstrationen auf dem Platz des himmlischen Friedens blutig niedergeschossen unter dem Beifall von Egon Krenz und Nicolae Ceausescu. In diesem Licht muss man die mutige Entscheidung der ungarischen Regierung betrachten, den Flüchtlingen die Ausreise zu gewähren. Es war die Entscheidung, sich nicht mehr zum Büttel der Freiheitsberaubung zu machen, die Kumpanei mit den sozialistischen Waffenbrüdern endlich zu beenden. Zehntausende Deutsche nahmen diesen Weg in die Freiheit und diese Entscheidung hat auch die friedliche Revolution in der DDR zusätzlich angetrieben. Der Druck auf das Regime wurde durch die Flüchtlingswelle nochmals verstärkt. Die Dynamik, die letztlich in die friedliche Revolution mündete, war nicht mehr zu bremsen.
Deshalb ist es nicht untertrieben zu sagen, der Fall des Eisernen Vorhangs und der Berliner Mauer begann in Schopron. Bundeskanzler Helmut Kohl hat zu Recht betont, die Erde unter dem Brandenburger Tor ist ungarische Erde. Deutschland verdankt der damaligen Regierung unter Ministerpräsident Nemeth, verdankt den Ungarn insgesamt unermesslich viel. Ich schließe bewusst alle Ungarn ein, denn wir wissen, dass diese Entscheidung nicht allein von der damals noch kommunistischen Regierung, sondern auch von der damaligen Opposition, vom Runden Tisch, vom ganzen ungarischen Volk getragen worden ist. Trotz des großen Risikos, trotz der dramatischen Erfahrungen, die das Land Ungarn 1956 gemacht hatte. Die Entscheidung Ungarns, den Flüchtlingen aus der damaligen DDR, darunter eben auch viele Thüringer, die Ausreise nach Österreich zu gewähren, bleibt unvergessen im Herzen all derer, die diese Tage erlebt haben. Vom Beginn der Massenflucht bis zum 1. Oktober verließen über 24.500 Menschen die DDR über Ungarn. Sie lebten erst ein paar Wochen, manche einige Monate sogar in Ungarn mit ihrer Hilfe. Und das hieß auch, sie gingen nach Österreich. Und auch den Österreichern, den Bürgern auf der anderen Seite gebührt unser Dank für die selbstlose und unkomplizierte Hilfe. Sie ließen sich anstecken von der Freiheitsbegeisterung der DDR-Flüchtlinge. Ungarn hat sich damals für Europa entschieden. Das Land hat gezeigt, dass es Teil der europäischen Wertegemeinschaft ist. Und Europa war gut beraten, sich auch für Ungarn zu entscheiden. 1932 sagte bereits der damalige Ministerpräsident József Antall, dieses Europa bleibt ein Torso, wenn Ungarn nicht Teil dieses Europas ist. Ungarn braucht Europa, aber Europa braucht auch Ungarn. Die Annäherung und letztlich der Beitrag Ungarns zur Europäischen Union war die logische Konsequenz. Wir uns in Thüringen haben uns auch deswegen, nicht zuletzt aus dieser historischen Verbundenheit, immer für die Aufnahme Ungarns in die EU eingesetzt. Und auch wenn es lange gedauert hat, aber wir dürfen heute feiern, auch das feiern, dass vor 10 Jahren endlich Ungarn auch ordentliches Mitglied der Europäischen Union geworden ist. Es ist gelungen, etwas zu erreichen, was wir in der ganzen Geschichte Europas noch nie erringen konnten. Eine Ordnung der Freiheit, des Friedens, der Demokratie und des Wohlstandes, die den ganzen Kontinent umfasst. Es ist großartig, dass wir diesen Jahrestag eben auch in diesem Jahr feiern können. 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg und 25 Jahre nach dieser Revolution. Und so wichtig wie der Beitrag Ungarns zur EU war, so wichtig ist es nach wie vor, die Kontakte zwischen den einzelnen Nationalstaaten und den Ländern in der Bundesrepublik Deutschland zu stärken. Und wir sind als Thüringer Freistaat nach wie vor dankbar dafür, dass wir diese ganz besondere Beziehung zur ganzen ungarischen Republik unterhalten können, dass wir eine besondere Partnerschaft genießen. Sie hat ja vielfältige historische Wurzeln, beginnend bei der heiligen Elisabeth. Und was viele ja nicht wissen, auch die Familie von Johann Sebastian Bach kam mit Veit Bach eines Tages aus Ungarn nach Thüringen. Es gibt die späteren Wahlverwandtschaften mit Franz Liszt und Gyula Popp, der im Bauhaus gewirkt hat. Und auf dieser Basis der engen kulturellen und geschichtlichen Verbindungen Thüringens mit Ungarn wollen wir die Partnerschaft weiter pflegen und ausbauen. Es gehören dazu auch inzwischen viele Schulpartnerschaften, die zwischen Thüringer Schulen und ungarischen Schulen bestehen. Es sind unendlich viele persönliche Beziehungen, wirtschaftliche Beziehungen, die unsere Länder verbinden. Und auch wenn die Thüringer seit 1989 die ganze Welt bereisen können, der Balaton ist immer noch ein beliebtes Urlaubsziel geblieben. Die Menschen schätzen die Schönheit der Landschaft, die Speisen und Getränke und vor allem die Gastfreundschaft der Ungarn. Und nicht zuletzt teilen Thüringen und Ungarn diese gemeinsame historische Erfahrung, die uns verbindet. Nach dem Zusammenbruch von Kommunismus und Planwirtschaft
musste sich die mittel- und osteuropäischen Staaten sowohl politisch wie auch wirtschaftlich neu aufstellen. Wo alles und neu aufgebaut werden muss, da ist Platz für neue Ideen, für Produkte und Verfahren. Es ist vor allem den hochmotivierten Menschen zu verdanken, dass sich heute Demokratie und Marktwirtschaft weitgehend durchgesetzt haben und dass viele Menschen spüren, dass beides zusammen Wohlstand bringt. Es ist gut, dass wir friedlich vereint in diesem gemeinsamen europäischen Haus wohnen. Ungarn hat in seiner Geschichte immer wieder unter Beweis gestellt, dass es ein freiheitsliebendes Land ist, das mit Blick auf seine Freiheitsgeschichte ein unverzichtbarer Teil Europas ist. Gerade wenn man hier in Sopron ist, dann wird begreiflich, was der französische Kulturphilosoph Bernard-Henri Lévy geschrieben hat. Europa, das kann man nicht oft genug wiederholen, ist kein Ort, sondern eine Idee. Und zu dieser Idee hat Ungarn in seiner Geschichte bis heute viel beigetragen. Wir brauchen auch jetzt den Beitrag Ungarns zur europäischen Idee und zur Verwirklichung dieser Idee. Lassen Sie uns gemeinsam an diesem Haus Europa bauen, mit vielfältigen Türen, mit vielfältigen Verbindungen von einem Zimmer in das andere. Dann werden wir den Geist des paneuropäischen Picknicks aufnehmen und erfüllen. Seien Sie sicher, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung dazu auch in Zukunft ihre Begleitung, ihren Beitrag liefern wird. Wir als Konrad-Adenauer-Stiftung sind dankbar für die vielen Partner, die wir in den Ländern, die wir auch hier in Ungarn haben, auf diesem Weg. Und ich wünsche uns gemeinsam auf diesem Weg in Europa einen guten Weg, den Gedanken an die Freiheit fortzusetzen und ihn eben, was Herr Julas eben auch schon gesagt hat, in die junge Generation weiterzugeben. Vielen Dank.